Bonjour hier bei Mirsch TV. 2G, 2G+, 3G geboostert, getestet, Schnelltest op der Platz oder nicht. Das ist an der letzten Woche nicht für jeden evident gewesen zu wissen, was den dann muss für auf verschiedenen Plätzen heranzukommen. Mirscher Kulturhaus wird sich gleich seit 2 Jahren schon immer ein bisschen aufpassen. Wir wollten dafür mal wissen, wie so ein Spektakel am Kulturhaus an diesen Zeiten auflebt, was das für das Haus selber und aber auch für die Künstler und Zuschauer bedeutet. Und dafür waren wir für kurzem Sonntagsmittags auf den Liederflug. Für direkt mal vier wäsch zu höllen, egal was das bedeutet, ein Test der Masken aufstand, et wär wert. Der Liederflug war ein grosses Kino oder große Konzert besser gesagt, mit dazu mehr Schluss von diesem Reportage. Weil ihr am grossen Saal losgegangen ist, hat man den sanitären Protokoll strikt angehalten gehen. Die neue Normalität an einem Haus, wo schon lange nicht mehr normal ist. Ja, effektiv, Frieden sich war das normal ist. Sie ganz froh, dass man am Oktober, nicht am September, konnten eine ganze Saison präsentieren. Biswell konnte man die auch mehr oder minder durchziehen. Wir sehen ja, dass wir ganz ursch vom Heichwasser getroffen waren. Ne? Und das war ein großer Rückschlag für das Haus. Wir hatten ganz lange keinen Strom und das ist noch immer ganz viel Material, was fehlt. Sodass man viel ploen, lass man mal so sagen. An biswell konnte man alles durchziehen, was man auch programmiert tun, aber mit ganz viele Restriktionen. Wir mussten zwischen der Feiertag 5 Spektakeln aufsuchen, weil ein Künstler positiv war, was schwierig war. Wir haben am Dezember angefangen mit Proben für eine Produktion, wo eine Schauspielerin von London positiv getestet ist und wir da per Zoom mit ihr geprobt haben, was man sich bräuchte, dass wir Premiere ein paar Tage müssen verlieren. Also wir haben irgendwie gelernt, damit eins zu gehen, auch wenn es à la longue viel Energie an Nerven abreift. Ja, ein bisschen Nerven muss ich noch haben, bis es endlich Schluss geht. Es dauert ein bisschen lang, bis ich in der Bahn ist. Dann Covid-Check mit Kontrolle von der Carte d'identité. Mit Leuten scheinen daran gewinnt zu sein, respektive die Prozedur ohne viel Reklamation auf sich zu holen. Hauptsache, dass etwas lässt, auch punkto Kultur. Das Publikum könnt, das muss ich wirklich so. Wir hatten stinkteierenden Hirsch, die waren 3-mal ausverkauft. Wir haben den Liederflug heute Sonntag, den 16. Januar, den auch ausverkauft ist. Muss ich natürlich so, wir haben den Bart so. Das ist so ein flottes, so ein amusantes Programm, wo ich mir denke, wenn die Leute 4 oder an der Pause hätten, könnten ein Kippchen nach trinken, wird die Stimmung am Saal nach einer, wie mit Maske Corona. Aber das ist eben so. Mit Leuten kommen, sie kommen ganz kurzfristig. Das muss ich so. Und heinz, da haben wir anfangs der Woche mindestens 30 Reservationen und dann Samstag sind wir bei 160, 170. Das ist schon klar, aber im Moment darf man nicht 200 Leute ranlassen, weil da Restriktionen sind und dem Reis auch halten. Also wie gesagt, damit schon mal eben die 200 Plätze ausverkauft. Das geht, aber natürlich, dass die Leute noch gelehrt, sich ja, irgendwie zu arrangieren. Wir haben noch dezidiert, dass die Leute die Maske überhalten, was nicht laut Gesetz vorgesehen wäre. Aber wir sind aber responsabel für das, was bei uns am Haus passiert. Und wir gehen da wirklich in unseren Maßnahmen einen Schritt mehr weit, weil wir nicht wollen, dass die Leute sich infizieren. Das geht. Also die Leute akzeptieren dadurch. Das ist auch so, dass wir dürfen für all die Leute, die noch nicht geboostert sind, Schnelltests offerieren. Das funktioniert doch. Ich kann aber vielleicht kurz so an der Moyenne bei 200 Zuschauern sind 10 Tests am Minute. Auch für die Künstler gibt es eine neue Normalität. Doch Musiker müssen dem noch ihren Test, respektive Impfpass weisen, ehe dann losgeht, für sich dann auf den Auftritt zu präparieren. Den Orchester spielt ganz mit Mast, das heißt außer Bläser dreht jeder eine Maske. Ansonsten sind wir als Sänger, wir müssen versuchen Aufstand zu halten. Und ich persönlich sehe, dass mich daheim einfach Test für Sicherheit zu haben, weil ich eben derjenige bin, der die Maske muss austun, forcément. Und dann ist das natürlich immer mir wichtig. Aber wenn das jeder kontrolliert, eventuell getestet, dann am Saal installiert das, kann es endlich losgehen. In normale Konzert oder aber nicht.
Also das Auftreten selber ist ganz normal. Was natürlich ein bisschen schockiert, dass das von denen an Publikum guckt. Jeder sitzt nach mit Maske und ja, das spielt denen einfach, dass die Leute wollen raus und dass sie froh sind, noch dürfen noch etwas zu machen. Mit spielt denen aber trotzdem so ein bisschen so ein Esprit von Angst, für den ein bisschen der Gefühl, mir ja schon gestern gespielt. Und es sollte am Konzert auch darum gehen, dass die Leute ein bisschen matt sangen, matt schunkeln und das hat sich aber so zurückgehalten. Also vereinzelte hatten ein bisschen matt gemäht, mir war natürlich ganz zurückhaltend, das merkt denen einfach, dass Corona du wahrscheinlich einen großen Impact darüber hat. Natürlich ist das ganz viel mehr Aufwand für das Kulturhaus, mir auch da geht es so eng Routine. Also das so, dass das für uns natürlich mehr Manpower bedeutet. Wir haben 2 Leute an der Entree für den Covid-Check zu machen. Bei 200 geht das just durch. Ja, also das so, dass man auch dezidiert keine Pause zu machen, für das die Leute nicht so viel zirkulieren, dass sie kommen, sich setzen. All Produktion hängt du Männer aber immer an einem seidenen Furdem oder an einem zweiten Strich auf einem Covid-Test, den alles kann kippen. Absolut. Der Risiko besteht, dass also etwas, was einem selber Angst mischt, immer so den Moment zu warten, bis den Test doch, also bis die Striche runtergeht, für zu wissen, okay, sind ich nur negativ oder positiv. Es passt denen natürlich, wenn ihr wisst, dass in das Spektakel noch viel mehr auf wie viel drunter. Also das wirklich dann, dass du dich versuchst, so weit wie möglich von allem fernzuhalten, was du kannst, irgendwie hinkriegen, einfach für die Sicherheit zu haben, weil es hängt viel darunter, gerade als Solist, es hängt viel an dir, weil du mal Egoist fehlt, wäre wahrscheinlich nicht gerade so dramatisch, wie wenn dann der George oder ich fehlen. So, an no Dir, gerade wie das Publikum am Kulturhaus lang genug gewährt, an dir sollt auch belohnt gehen. Dafür lohnt einen kurzen Extra von die 2 Minuten von einem immens flotten Spektakel, dem Liederflug. Und da hat sich all Check ob 2G+, mit oder ohne Booster, komplett rentiert. Viel Spaß! Das Frühjahr und voller Daisy aufwacht und Margretchen wird sich nach Hause gemacht. Sie wird Weißkohlratschen und Frösche getan, sobald sie den Kaufmann gehört hat. Und dann holen wir ich mal enke mat op eisen Tour durch Gemeng Miersch. Dat natürlich mat deise Guiden, dem Guy Pauli an dem Henri Krier, die dëskeer sogar nach eng Verstärkung kreen. Biering, Pëtten, Essen am Miestref hat mir schon präsentiert, haut as dann un Recken. Den Recken, Reckingen, wie all die Nimmer op INGEN weist darauf hin, dass es sich eng Siedlung handelt, die opgericht gin ass, no der Völkerwanderung vun den Germanen vun de Franken. Meestens krut die Siedlung dann den Numm vum Anführer, wat heit zum Beispiel kenint en gewëssenen Recko gewircht sinn.
Müllnech lo mat op en Tour durch Wirtschaft recken. Bilder, die Hummer wieder lo gleichwert gesinn, aber noch bei besserem Wetter gedreht. Die Engleit soen Länder an den Numm kann e noch verstoen, well am Kadaster de Kadaster an eise Gegin ass 1824 ugefangen ginn, durchsteet Länder weh. Äwer op der Ferrariskarte, die aus dem zweiten Deel vum 18. Jahrhundert durchsteet dann Drpp Älter. Älter ass mir einfach ze verstoen, well et heecht een Autor, hai wärnemmen een Autor an de meeschte Kapelle wärnemmen een Autor. Länder dort gëtt erkläert bëssen als schlechte Burdem, well et hai ganz schwierig wär ze äkere fréier, weil man haie Käuperburdem hunn, de noch séier ausstrichend, an dodurch wär dat heit net so Gesicht vun de Bauern. Ass dunne Mäerdensternen an de Mäert den huet duch ganz Mittelalter gedauert. Fréier wär dat so, dats die Märkte ganz viel Leiit ugezunnen, ha sinn hauptsächlich Perd versteet gin, verkäft gin. An heit die Kapell, die huet noch Leiit ugezun, Di ass an Rëm zersteiert gin, an 1751 as se nei opgericht gin, awer vir der Franzésche Revolutionun wär se schon Rëm futti, an du ass se verkäft gin. An du war eng Zeit, wo eigentlich net viel Leiit sich mir dafür interesseiert hun, bis man dann haie Kaplon hätten, den Herr Bormann, an den huet Sue bei der Leitheit zu Recke Gesicht, an den Hund, die auch die Suen zu Summe gebrucht, an die Hund die Kapelle, die man lo hai hun nei opgeriecht. A vun dem Moment ass der Teil so bliwen als een Helligtum vun de Reckener an den éichte Mainden am Juli as ëmmer eng Präzision, den älter Präzision, die da vun aufhängt zu recken, an dann halb bis opkënnt, an dat fir d Moment seit 20 Joer ganz leif ass, well do gëtt noch Kaffee a Kuch, so dats et Appppe soziales Skinners, wo d Leiit mat nee kënne schwätzen, an Herr No eben sich mi no kommen. Ich hätte fir gesot, dats der Teil opgeriecht gin ass ënner dem Kaplon Bormann, aber muss ich auch so, dats den Herr Frings, den Schulmeester wär zu recken, an den eng ganz flott Chronik geschrieben huet iwwer Mierscher Geschicht, an den sich immer agesät huet fir Recken, dats den Ochheimer da verbonnen ass, an dann hauptsächlich ja wo an den letzte Joren den Henri Müller, de Leider vuneisgangen ass de Schlemmechbauer, den hun sich och gemerkt huet, dats ënnen die 2 Gedenktäfeln, die man firdro gesinn hunn, die eng erinnert hun die Jungen, die am Zweite Weltkrieg gefallen sinn, hai vu Recken, andern zweitens und Pauline Schröder, die eng ganz paar die Erzählungen, Bauere Geschichte geschrieben huet, an dann awer auch den Albert Elsen, den de Poet as hai aus dësem Deel vu Miersch Dal vu Recken an den och dodurch eng Erinnerung ha huet Älter, well noch iwwer den Älter geschrieben. Hei se den éichte Men hier, de man zu Lützeburg hunn. An dat verdanke man dann och Leiit aus den Ami du Vieux Märsch lo Geschichtsfren vu Miersch. Den Herr Tinnes, dat war ein Doktorheit zu Miersch, den och an de Geschichtsfren wär, an den sich ganz frisch schon interesseiert huet fir alles mat Miersch ze dien het, an Heilunge steen. An e sower op dem Steen an huet drauf geguckt iwwer d Gegenthei, an plus iwwerzecht, dats de Steen Näichtheit ze sichen hett. Der Techt de passende dran an d Landschaft.
wat och herno sich rausgestanden, dass es richtig ist, weil hei an dem Stehen wieder gesieht, dass es bisschen brung ist, du hast Erz dran, und das ist nicht heim, mit so 2 Kilometer von Haif hoch, das heißt, die stehen als ein Kahiner transportiert gehen. Wenn ich mal an der Stehenzeit für rund 5.000 Jahre an die Stehen als abgeriecht gehen, an einke zur Summe gefallen, an Highlight blieben, bis eben den Herr Tinnes mit der Idee kam. Er hat aber selber nicht gemerkt, mit waren du einer Leute, und zwar Familie Weirich, mit Herr Kugener, die Member sind eben oder waren bei unserem Verein, an die sind auf die Idee gekommen, für das abzurichten. Weil ein Hillewohl erbicht war, aber Gott sei Dank war den Herr Kugener, der war Spezialist plötzlich dran, der war aus dem Beruf, an den hat nun etwas abgerichtet, mit dem sie das konnten abziehen. Muss ich aber auch sagen, dass ein Mann sie unterstützt hat, und zwar der Proprietär. Das war der Roger Steichen, und muss ich den immer belöwen, weil en general ist es nicht so, dass ein Bauer einen Teil von seinem Land hier geht, für darüber zu sichern. Wéi dun dem man hier ha Stung, dun ass se Bemol awer ënner Sicht ginn vum Musee. An de Musee huet rausfand, dats et man hier wär, an dats et dem man hier ass den Mënschen ähnlich ass. Dat heecht hai ass mat Stee geschafft ginn, fir eng mënschlich Figur rauszukreien, an dommer der Hummer dann eben man hier die Mënschen ähnlich ass an. Dat echt Monument hai vun Mënschenhand geschaffen aus dem Lützeburger Land. Recken as een Dörf een Bauerndorf wat relativ reich war, an dodech gi Auto vun heraus, dat schon relativ frei eng Kapell hatten. Wir hunn eng Visitatioun vu 1650 an dun hunn se awer desideiert fir die Kapell méi groß ze machen, well am 18. Jahrhundert ass de Bauern zu Lützeburg relativ gut gangen. Da war selbstverständlich die fir mir eng Schekapell opzerichten, an die erst noch an der Mitte vum 18. Jahrhundert opgericht gin, an dat das an die Kapell, die man lo hai hunn. A puer Joer donno ass dun den Autor gemerk gin, vum Bartholomäus Namur, dat war ganz berühmte Künstler aus der Stadt Lützeburg. An dun an der Mitte vum 19. Jahrhundert, wie die Population méi stark gin ass, du war die Kapell ze kleng, an dun ass desideiert ze ginn ze vergréisseren, an dat gesäit in Haiwen, wo eben do en zweete Joch beikom, fir ze weisen an noch den Ducksal, dat ass beikom an der Mitte vum 19. Jahrhundert fir die Kapell ze vergréisseren, a wann en net wees, da merkt den et net. Das ganz gut gemerkt. Na en klenger Anekdot und sich bei der Französischer Revolution hunn Franzosen alle guten Klacken agezun, weil se dé konnten abschmolzen an doaus Waffe machen. An die Reckener hunn hier Klacke mussssen oflieferen, a wie se dun rëm wären, hunn se heieren, dats die Miersche eng zréckrouten. Well et wär desideiert, wann en eng Auer hett un der Kirch, da kënnt en eng Klack halen. An die Miersche hätten dat gemerkt, an sie hätten dun eng Rëmkrut, wat awer net hier wär, well hier wär schon ageschmolt, an du sind die Reckener och ganz séier an Staat gepiliert, a mat derselvichter Ursache, wie se hunn mussssen eng aner Ursache fannnen gesot, hier Auer wär an der Reparatioun gewircht, do wären se net gesot. An lo wär hier Auerem do, an darüber hi kunden se dann och eng Klack, an dat is eng Klack aus der Gegend vum Metz. An engem Dokument vun 1834 aus der Gemeng, do steht dran: Le château de Reckange est construit sur un roc et présente un aspect très relevé. Dat Schloss huet also die Reckener Leiit begleet durch de ganze Mittelalter, bis het dann eben am 19. Jahrhundert bemol net wie do wär.
1700 ungefähr hummer der verschieden aner Proprietäre, weil die Familie Fock von Hübingen huet Schloss verkaaf. Dann geht iwwer mal den Herr vu Schëndels, e gewissen Ton, den deng Zeit hat. Und dann Jean Zahlen, an den huet sich bestuert net 19. Jahrhundert mat enger Joffer Ries. Die Koppel hat dun Jong, dat war den Adam Ries. An Adam Ries ass gestuerwen on die Kanner war Jong Gesell. Du hast huet Familie Hoffmann ha verrecken, die weitlebig Familie Martine war, huet dun Sacher iwwerholt. An dëfir proprietär in dem Moment mat der Meier heech mat Familien Hoffmann, das also durch aus dem Haus so. Sind ein Brei Bauelementer vom Schloss do, en anderem Han Rummer eng Barockscheier, die such datéiert. Iwer der Part steht 1773 an römischen Ziffern. Die as sogenannte Ferrarisplan her no am Kadaster. Et Schloss selber ass aufgerat gin zu Ende vom 19. Jahrhundert. Und du hast dat Gebäi, dat Eletgebäi, wat lo nach steht, dat ass an Platz gebaut gin an de Wehrturm, weil die ursprüngliche Burg vu Mittelalter die hat Form vun engem L. An de Wehrturm den as sege Fundamenter nach erhalen. Die men ass nëmme mi 3-4 Meter héich. Dann hummer an der Scheihai och eng Renaissance Dier, wofir de Dier och Renaissanceelementer. Dat war den nennt barocken Uwe stehen. Dat Teich Durchstung war den nennt en Hinterladerofen fir hunn. Dat Techt do den Uwen den ass vun der Herrscht aus gefiedert ginn mat glidescher Holzquell. An duch de Schacht den hai ënnen ass. Dat war den Uwen den her den eisene Schacht den hai Ragängers an do war dann Tächt an dës seit wat Stuuf. Dat ass e Kraksteen oder en Konsol vun engem Renaissance-Balkan. An do sinn 2 Wappen drop, reets Kerpe vu Bettendorf, a längs Fock von Hübingen. Iwer Krone wie Rofkucke gesimmer op Recken eng Wonner Schei vu an wat den vu den Vereinsliewe ka soe vu Recken, dats effektiv am 1900 genau den 27. Juli, de muss eng Recherchlichséier gemacht hunn sich Steitzeit Pomschi gegrünnt. An puer Leiit hu sech de Summe gesat, hun noch an sech no durch Aktivitäten sich zu Summe geschloss mat den Meerscher Pomscheen. Dat war 2007, dat hicht die hunne 100 Joer nach Heizerecke gefeiert. 1983 hunn noch Gemeng hinnen e Pomschesball be hinner stalt ënne bei Deich, den awer unglücklicherweis ball ëmmer am Heichwasser stumm. Dann huet sech e Verein noch nach gegrünnt, an dat ass een vun den dichtesten DNGs, dat ass an sech dat Dëchtennis vu Recken. Dëchtennis vu Recken, du hat verschiedene Leiit sich de Summe gesat, fir hier durchführend ze aktivéieren. An dat ass hinnen awer voll gelungen. Sie hatten ënner der eichter Regie, dat war den Elsen Gust, Dënno waret an den Antonis Pierre, an Lo zu guter Lächte als verloste Roger Steichen, den de Mike, Kraus Mike awer Chargi verlose Lo als Präsident. D'Gemengen huet och sie scho 4mal geplünnert. Fir d'icht waren se am Dürf selber, du hatten se Vereinsbau, sie hatten Dënno si an de Café Nicolai gegangen, Dënno si se dann op den Festsaal zu Mirjanik Welter kom, Dënno hummer se op de Kronebierch, sinn immer mi Gros gin, hummer se op de Kronebierch verlagert. An do ass et Loch schon so,
dat man se schon rëm mussssen erweiteren, sie en immensen erfollech Matajuren. An sie waren noch een, die den Inhalter Mäert an d Liewe gehof hunn. Et gëtt also viel ze gesinn zu recken, ënner anderem awer och nach die vielflott Entree vun Häuser, die e lokale Stemetzer e gewëssen Herr Feierstein, de noch Kënchtler war En vum 18. Jahrhundert mat Renaissance-Ornamenter gemer huet. 1814 ass den Herr Feierstein gestuerwen. An eiser Serie iwwer Dierfer aus der Gemeng bleiben als dann lo nach Rolling, an natierlech Miersch, die ma ech demnächst dann op dëser Platz nach Fährten firstellen. Für haut sind wir dann aber En vun eiser Missionioun ës so nech natürlichchen grosse Merci fir d' Nokucken an bis geschwen.